Adil la Philo geht es lo geschwind 6 Jahre. Wir haben angefangen am Oktober 2005, ungefähr 8 Abende pro Jahr. Alkes man denkt, Witte, den während 20 Minuten kurz vorstellt, was seine Ideen sind zum Thema vom Abend und dann vor allem wird eine Stunde, bald 1,5 Stunden Diskussion am Publikum. Alles auf Französisch. Wir werden das Norbert Campagna invitiert für heute Abend, das für dich mal gewünscht, weil Norbert Campagna in der Zeit 3 oder sogar 4 Bücher rausgegeben hat. Und das erste Buch werde ich dann kurz weisen. Hat das Titel Francisco de Vitoria, Leben und Werk. Ein spanischer Theolog vom 16. Jahrhundert, der sich vorstellt, was soll Europa mit dem just entdeckten Amerika machen. Dürfen da erobern, dürfen da mit Armeen untreten, dürfen da eine Kolonie machen, dürfen die Leute eventuell zwangsbekehren oder sogar umbringen, wenn sie sich nicht viel bekehren lassen. Das Buch wird kurz so noch rauskommen, aber den Anlass war am Anfang zum Thema von heute Abend, dass vom Al-Farabi Denker zwischen Orient und Okzident. Stellt noch bei Kampagne hauptsächlich politische Philosophie vom Al-Farabi 4. Und da habe ich gesagt, da gibt es schon dann direkt Agenten, die den über die Aktualität schwätzen. Ich meine, wenn man über politische Philosophie an der arabischen, muslimischen Welt schwätzt, wenn man weiß, was heute am Gangen ist, da zu passieren, was schon an einzelnen Ländern passiert ist, dann ist es klar, dass das etwas mit der Aktualität zu tun hat. Und wie den Herr Wecker mich gefragt hat, für da etwas zu machen, an den Mardi de la Philo, habe ich dafür geschlagen, wir werden nicht einmal schwätzen über die politische Philosophie von den Arabern. Herr Campagna, was denken Sie an den arabischen Ländern von der westlichen Philosophie? Also ich hatte mal Kontakte mit Philosophen, die auf arabischen Universitäten enseignieren. Ganz viele sind natürlich beeinflusst von der französischen Philosophie. Aber ich gebe aber auch so, dass die großen politischen Denker von heute, wie John Rawls zum Beispiel, dass die aber auch einen Einfluss haben auf die arabische Welt. Ich meine, sie gucken auch nur die Modelle, die sie am politischen Liberalismus können finden. Und ich gebe so, dass du nicht nur ihren eigenen Heritage erfragen, aber auch die Großdenker von der westlichen Tradition Ende des 20. Jahrhunderts, die auch probiert haben, den Gedanken von der Gerechtigkeit an den Mittelpunkt zu stellen. Wo kann ich mir Texte von arabischen Philosophen beschaffen? Ja, fängt man vielleicht mit dem an. Die bekanntesten, das sind natürlich den Al-Farabi, das ist den Averroès, das ist den Avicenne, das sind sozusagen die großen Namen, an denen hier Schriften, die können den Haut ganz leicht an Taschenbuchausgaben. Für kurzem als zum Beispiel dem Al-Farabi seg Cité vertueuse am Rücklam Verlag an enger naier Übersetzung herauskom, dat das no iwwer engem Jahrhundert eng neii Übersetzung, die dat Wirk dat e großen Impact hat op die politische Philosophie, dass dat rauskom ass, wann e guckt Averroès vun den noch ganz liicht an franzesischen Editionen rëm. Hole mir Dir kennt Gastprofessor op enger arabischer Universität ginn. Wo gi der gerne goen? Also schon die arabischen Länder ganz gern. Ich war schon oft da. Ich war in Algerien, Tunesien oder Jordanien. Das ist einfach eine Landschaft, auch, die mich ganz stark interessiert. An uns sieht, wenn ich ein Land raussichern, mein Traum war noch immer Saudi-Arabien. Problem wäre natürlich, dass ich zu Mekka nicht das so werde ich denken und dass ich da eventuell ganz schnell fort wäre, vielleicht nicht nur von der Universität, aber auch von diesem Planet. Dafür gebe ich wahrscheinlich zweimal überlegen, ob ich dahin soll gehen oder nicht, wenn ich kennt. Sonst wäre ich auch ganz gerne ein Kehr auf Teheran und den Iran gegangen. Der Schiismus also ein bisschen mehr abgeklärt, wie der Sunnismus geht, dass die Leute, die am Moment da sitzen, nicht unbedingt die abgeklärtesten sind. Aber wie gesagt, Mekka oder Teheran, das wären zwei unrealistische Streben, und Tunis, das wäre vielleicht mehr realistische.